Bild. Hallo zusammen! So, sorry, ich bin heute ein bisschen brain off. Ja. Fragen nicht. Ja, da sind wir. Hallo zusammen. Jetzt weiss ich nicht, ob ihr uns schon gehört habt vorher oder nicht. Ich habe vergessen, die Szene zu wechseln. Mein Hirn ist im Moment ein bisschen AFK, also vor allem heute. Schon vorher, ich wollte ein Blatt Papier mitnehmen, das ich unterschrieben habe, sollte im HR abgeben. Ich habe den Kugelschreiber mitgenommen und das Papier vergessen. So Zeug. Heute ist nicht gut. Und vorher wollte ich jetzt einen schönen Samstagnachmittag sagen. Das war ein kleiner freudscher Versprecher. Das Problem, hast du nachher den Kugelschreiber abgegeben? Nein, ich habe es noch gemerkt, so 10 Meter nach dem Büro, so, oh, ich habe einen Kugelschreiber. Warum habe ich einen Kugelschreiber dabei? Gar nicht geschnallt irgendwie. Dann habe ich umgedreht und habe den Kugelschreiber hergelegt und das Blatt mitgenommen. Die Unterschriebung. Nice. Ja, gell. Aber hey, ja, und eben Samstagnachmittag, ja, freudscher Versprecher. Ich hätte natürlich gerne noch ein bisschen Wochenende und das sagt sie am Montag, morgen, am Nachmittag. Schwierig. Ja. Alles gut, So Steffi, ist alles es. gut, das geht ins Bett nicht gleich. Die Aber Wochenende gell. sitzt uns noch tief in den Knochen, aber wir sind happy. Wir sind Da happy, sein. sind wir da, genau. Ich wäre am Samstag für euch da, so ist es ja nicht. Ich würde am Natürlich. Samstag für euch Gaming News Podcast Team wir streamen. übrigens auch nächsten Samstag. Genau. Ah, ja, was ich noch sagen wollte, ist Hallo Masi und Sharodan und der Bud Spencer ist auch wieder da. Salut zusammen! Genau, das wollte ich noch Salut sagen. Und zusammen. ja, natürlich, eben, nächsten Samstag sind wir natürlich auch für euch da. Das ist absolut korrekt. Aber über Zero Fest können wir näher, sobald der Podcast gestartet ist, noch ein bisschen mehr erzählen. Steffi, du bist komplett maximal verwirrt. Was ist nächste Woche? Zero Fest? Ah, nein, stimmt nicht. Das ist erst in 3 Wochen. Zürich Popcorn. Entschuldigung. Alles gut, no worries, alles gut. Ich bin wirklich alles maximal gut, alles verwirrt. Ah! Passiert, Leute, passiert. Nein, aber über den... Okay, lass mir noch mal richtig erzählen. Lass sagen. Vor Zürich Popcorn erzählen wir näher gerade im Podcast. Genau. Pascal, merci vielmals für die Follow, die jetzt gerade reingekommen. Thank you very much. Und Merci, herzlich Pascal. willkommen beim Livestream Genau. von brack.ch. Genau. Ihr wisst, jeder Rappen zählt, jeder Follower zählt. Jeder Rappen. Wichtig. Nein, der Rappen zählt bei uns nicht. Ok. Und Follower, du weißt, was ich von Follower halte. Die einzigen wirklich wertvollen Follower sind die auch zuschauen. Alle anderen brauchen wir nicht. Die Active Watchers. Genau. Wenn man dir auf Insta schon folgt, muss man ja hier auch. Ah, perfekt. Ich finde das gut. Merci vielmals, Pascal. Mega cool. Ja, er meint jetzt auch die, nicht mehr. Es könnte einfach auch eine Frau sein, just saying. Mit 20 Fame. Pascal ist im Fall auch ein Frauenname. Okay. Ja. Jetzt bist aber du maximal verwirrt, Kopf. Ich bin hure. Ja, ich bin noch nicht so. Schon noch nicht so auf der Höhe. Ja, aber ich kenne es. Ich auch nicht. Und der Menti-Flow ist einfach schon wieder wirklich extrem da. Manchmal ist der Menti kickt schon hart, ja, das muss ich schon sagen. Manchmal ist es echt ein bisschen brutal. Vielleicht mache ich jetzt den Menti zu meinem freien Tag, dann mache ich keinen Podcast mehr. Ich warne dich. Nein. Dann verschieben wir ihn einfach auf den Dienstag, ganz einfach. Shit happens. Der Fleuru ist auch da. Nice. Hey Fleuru. Salut, Fleru. Meine Cam hat gerade einen kleinen Minecraft-Anfall. Ich muss schnell schauen. Ja, sag nicht. Minecraft-Anfall. Minecraft-Titis. Deine Kamera hat Minecraft-Titis. Du bist so doof, das ist nicht mal vielleicht lustig. Hey, wieso hast du das? Das ist geil, Mann. Minecraft-Titis. Das ist so... Kennst du nicht da die erfundenen Krankheiten von irgendeiner Krankenkasse? Irgendwie Ja, Aufschieberitis und so. Und du hast dein Mikrofon. Vor allem, deine Kamera hat jetzt halt Minecraft-Titis.
Ich höre nur Titis. Aber ist ja gleich. Also. Mit einem Tee, nicht mit 2 Tees. Also 2 Tees sind mit 3 Tees eigentlich, aber Jesus. Und Minecraft Titis hat sogar 4 Tees. Fokus ist auf dem Mic. Ah, schau jetzt, der Flöru ist eben gescheit. Und glaub, sie ist das Flöru gar am hat Streamen. Der streamt sie halt einfach ein anderes Mal. Ganz einfach. Und übrigens ist das Cyril wieder da, Leute. Der Cyril ist back in the hood. Aber etwas hat sich verändert. Er ist jetzt verheiratet. Das heisst, alle lieben Ja, Frauen sorry und girls and Schwärmer guys. für den Cyril. Ja. Er ist jetzt er ist weg vom Fenster. Leider, ich musste seufzen. Nico, oh, du Arme. Oh. Er hat mich nämlich dann Fantasy Basel nämlich schon immer wieder angeflirtet, der Heissfeger. Aber ja. Er ist einfach einer, seine Augen flirten so ganz ohne, dass er etwas sagt. Er hat so flirtende Augen. Wobei, ich habe ihn vorher beim Mittagessen gesehen. Er hat leid gelitten. Er hat, glaube ich, nicht so viel Schlaf bekommen. Auf die Hochzeitsreise. Oh. Nein, er hat Jetlag. Sie waren einen Monat in Australien, in Amerika, fast das Gleiche. Und nein, heute bin ich eher verwirrt, wie es geht. Und Ja, ich finde es noch lustig. und ja, er sieht schon ein bisschen müde aus. Aber er hat gesagt, er wird morgen so oder so, egal, es kann kommen, was will, er wird morgen wieder streamen. Also Leute, ab morgen ist der Cyril wieder da. Gut für den Cyril, genau. Let's go. Gut. Für den Cyril. So sieht es aus. Da haben wir noch ein schönes Wood für den Cyril. Ja. Yeah. Voilà. Genau. Was? Was lachst du jetzt wieder so doof? Du bist so herzig. Also, ich bin nicht herzig. Oh, schon ein bisschen. Nein. Also gut. Also wollen wir mal anfangen? Oder hast du das Intro machen eigentlich? Du solltest dein Mikrofon vor allem, dein Mikrofon, wir verwechseln heute alles. Warum? Du musst deine Kamera scharf stellen. Schon wieder? Deine Kamera Vorher findet ist dich gut nicht gewesen, so Mann. scharf heute. Ja, ich sag dir nachher einen Trick. Ein Trick, ja. Ja, Okay. den du kannst machen. Dann bist du nie mehr unscharf. Das stimmt zwar nicht, aber nie mehr bist du unscharf. Genau, aber ja, ich würde auch sagen, ja, Hoi, Nico, wie geht's dir? Ein bisschen vorsichtig sein mit Hä, Nico, alles gut bei dir? Bist du fit? Bist du ready? Hast du das Trinken da? Eigentlich hätte ich mir Schon noch wieder schnell ein unscharf. Käferli holen. Ja, ich weiss. Ja, ich weiss genau, welche Joko und Klaas-Folge du meinst, Flora. Die habe ich auch gesagt, die ist verdammt Fokusitis. lustig. Es hat mal eine Joko das so ist nicht- Klaas-Folge gegeben, wo du... Nein, nur eine Nein, Fokusitis. Weißt, vorher hast du Minecraft-Itis gehabt und jetzt hast du Fokusitis. Es ist nicht der Joko, der Chilis essen musste. Der andere Dude musste Chilis essen, der mit dem Joko schon unterwegs war. Wenn er Joko unscharf ist nicht mehr geworden ist. unscharf filmen. Ja, der ist nicht mehr unscharf filmen. Das wäre sehr funny jetzt gerade, wo du müsstest viele Chilis essen. Du bist einfach immer noch unscharf. Aber Ja, ich schaut weiss der nicht. Autofokus aus. Einfach so als kleiner Okay. Tipp. Ja, ich weiß nicht, wo ich den ausschaut. Ich muss jetzt schnell schauen. Dann gehst du auf Kameraeinstellungen. Du musst die Windows-Taste drücken. Kameraeinstellungen. Dann soll es eigentlich kommen. Okay, kann ich es nicht im Ding selber, der Webcam selber. Oh wow, Kamera nicht verfügbar. Okay, Moment. Also was hast du für ein Programm? Logi Capture. Yes. das Ja, dann mach es Logitech. zuerst. Mach einfach den Autofokus raus. Ganz wichtig. Der muss immer draus sein. Autofokus ist böse. Sehr böse. Ja, aber dann muss ich schnell Cam rausnehmen, oder? Hier, Nein, sicher nicht. Das Programm funktioniert auch, wenn die Cam gerade nicht angezeigt werden kann. Du benutzt Ja, es der nur Logi- in einem Programm, in einem anderen. Okay, also ich Aber benutze es im Logitech G-Hub. Ich kann da nichts einstellen. Aha, nein, nicht das G-Hub. Logi Capture heisst das Programm. Aber eben, das kannst du habe ich nachher abladen. Du machst ein bisschen winken in die Kamera.
Genau, Fleur. So Spezialisten, gell? Wir sind hure gut. Einer ist mit Profis, Fleur, ich sage dir. Tipp 2, gehst einfach das nächste Mal zu Steffi und dann machen wir zusammen im Brack-Setup. Hey, bevor wir das machen können, brauchen wir ein gutes Podcast-Setup, wo man das zweite hoch kann Podcast aufnehmen kann. Das Problem ist, wir haben das, Das Problem ist, wir haben das schon mal gemacht, Fleur, Cyril und ich, wir sind das zweite hier mit einem Mikrofon im Raum gehockt. Aber es ist sehr dumm. Also es macht sehr viel Spass. Es ist nochmal Next Level. Aber das Problem ist, die Qualität liegt halt extrem drunter, wenn man nur ein Mikrofon hat. Wo du kannst das Mikrofon nicht so nah ans Mund nehmen, wie du sollst. Und also erstens, also die Audioqualität ist sehr, sehr dynamisch. Also nicht dynamisch ist eigentlich gut. Aber unterschiedlich. Und du kannst nicht rausschneiden, wo du eine einzige Audiospur hast und nicht zwei. Habe ich ein Mikrofon gesagt. Wir haben aber im Moment nur eins hier. Das ist das Problem. Yes. So, gut. Ja. Also, sind wir ready? Leute, Chat. Ich finde Chat. Ich muss immer so lachen auf den Streamer, der Chat sagen. Kennst du Chat? Ja. Das ist also du bist so ein hoher Chat, Mann. Ja. Aber Sehr, das ist immer so ein bisschen. Sehr lustig. Haha. Du hast auch nicht gerade einen Clown gefressen zum Morgen, hä? Nein, ich bin müde. Kann man bei brack.ch bestellen? Ja, also ein Mikrofon? Exakt, ja. Kann man bei uns bestellen, das ist korrekte Mente. Oder direkt bei uns im Lager holen. Fast am Postschalter kannst du es holen, cool. aber yes. Ja, wenn man zu Maggi ist. Ihr müsst mal auf Maggi, Weltmetropole, Wahnsinn. Nico, du nicht dumm, wir fangen jetzt den Podcast an. Yes, das Intro musst du, glaube ich, machen, oder Musik? Ist gut, ich habe ein Intro. Oh, dann. Okay. Also Leute, nur noch schnell zur Info. Wir nehmen jetzt einen Podcast auf. Ihr wisst, wie es läuft. Ihr dürft sehr gerne weiterhin euren Senf in den Chat dazugeben, eure Kommentare schreiben, ihr dürft Zeug machen, miteinander reden, eine Frage stellen, whatever. Benutzt den Chat, wie ihr wollt. Machen Clips, genau. Wir können einfach, während wir den Podcast aufnehmen, nicht gross darauf eingehen. Darum werden wir das einfach anschliessend machen. Und jetzt kacke ich meine Stimme ab. Geilo, Matiko. Entschuldigung. Das ist sexy. Ja. Genau. Aber wir gehen einfach ganz am Schluss nach dem Podcast noch auf alles ein, was ihr geschrieben habt. Von dem her, yes. Bis dann. Ich muss überlegen, was ich vorher einen Anfang hatte. Jetzt habe ich keinen Anfang mehr. Was habe ich jetzt so starten? Jetzt weiss ich es nicht mehr. Jetzt habe ich so einen guten. Mann, jetzt habe ich so einen guten Einstieg gehabt. Jetzt weiss ich es wirklich nicht mehr. So, ich improvisieren, Steffi. Nein. Ich kann das. Oder hast du gerade etwas? Maximale Verwirrung beim Nico und bei mir. Es ist leider so. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist mal wieder ein typischer Menti irgendwie. Die eine Hirnhälfte ist noch am Sonntag bleiben hängen, die nächste ist ein bisschen am Trübsal blasen, weil es so hässlich Wetter ist bei uns. Aber ja, it is how it is. Herzlich willkommen zu Episode 31 von Buff Crit Loot, der Gaming News Podcast von brack.ch mit dem Nico und mit mir. Hoi Nico. Bist du noch da? Nice. 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 Aber sie sehen nicht schon noch halb am Sonntag. Nein, sehr ein guter Einstieg. Ich habe zuerst gedacht, okay, das geht irgendwo, das geht auf, aber sehr schön, smooth gerettet. Ja, ich habe etwas komplett anderes sagen, aber ich habe es vergessen.
Das ist okay. Das ist okay. Genau, jetzt weiss ich wieder, was ich sagen wollte. Ich wollte eigentlich sagen, so, hey Leute, heute wird es ein kürzerer Podcast. Vorausgesetzt, der Nico und ich reden nicht wieder wie ein Wasserfall. Das könnte nämlich auch sehr gut sein. Genau. Die kennen uns ja langsam. Wir haben bis jetzt so oft gesagt, so, machst du dich erinnern, Nico, so, hey, ich glaube, der Podcast wird das mal echt ein bisschen kürzer. Also länger als 45 Minuten wird er nicht. Am Schluss ist es so 1 Stunde 15 gegangen. Also, Ja, leider. wir können euch nichts versprechen. Von den Themen her sieht es so aus, als ob er das mal ein bisschen kürzer wäre. Aber eben, bei uns zwei, you never know. Aber ja, wir haben folgende Themen. Bei Buff, Resident Evil Village als Gold Edition. Wir haben einen neuen Charakter bei Multiversus, COD Modern Warfare 2. Dort haben wir ein bisschen ein Update. FIFA 23 gibt es auch ein Update. Und auf Twitch gibt es neuerdings ein Ban für Casino-Streams, aber nicht ganz alle. Und das ist darum nicht nur ein Buff, sondern auch gerade ein bisschen ein Crit-Thema. Und wenn wir schon bei Crit sind, Frust bei Gamer. Windows 11 Update sorgt für Ärger. Da gehen wir auch noch ein bisschen drauf ein. Und es gibt mal wieder ein Leak, und zwar bei Diablo 4. Und last but not least, meiner Meinung nach der absolute Fail der Woche, der CEO von G2, der Carlos Ocelot Rodriguez, tritt als G2-CEO zurück, weil er nämlich ordentlich Scheiße gebaut hat. Laut haben wir das mal nicht, darum ist Buffcrit laut ohne laut. Und ja, herzlich willkommen. Ich würde sagen, wir fangen mit dem ersten Buff-Thema. Und zwar Resident Evil Village. Resident Evil Village. Ihr kennt es alle, es ist das Game, wo der Resident Evil Epos weitergeführt ist worden. Und zwar ist es jetzt gleich schon ein Jahr her, wo das Game ist rausgekommen. Und es hat jetzt eine neue Spezialedition gegeben, nämlich die Gold Edition. Auf grossen Wunsch von der ganzen Resident Evil Community, also der Big Fans, hat man im Resident Evil Village das ganze Spiel so geändert, dass man es jetzt im Third-Person-Modus durchspielen kann. Es ist so, dass man den Third-Person-Modus hat reingetan, weil das ja eigentlich eben erstens gewünscht ist worden von den Spielern und von den Fans, aber es ist ja eigentlich auch Oldschool Resident Evil, wo wenn man die alten Resident Evil Spiele anschaut, die sind alle im Third Person gewesen, also wichtig. Zusätzlich gibt es natürlich jetzt auch noch Zusatzinhalte, und zwar gibt es eine ganze neue Kampagne, wo man die Tochter spielt von der Hauptfigur, und zwar der Rose. Und Rose ist ein ganz spezieller Charakter, sie hat nämlich auch magische Kräfte. Man hat nachher zusätzlich zum neuen Hauptcharakter 3 neue andere Charaktere, unter anderem der Chris Redfield, wo ein Söldner ist, ein Veteran, plus der Karl Heisenberg, von wo weiss ich echt den Namen, einer von den 4 Grafen, wo der Mutter Sorry. Miranda dient. Was? Wie heisst der? Er heißt Karl Heisenberg. Aha, so ist das. Haben Sie sich ein bisschen inspirieren, Mensch? Vielleicht, genau. Nice. Also, der ist auf jeden Fall einer von den 4 Grafen. Ich weiß jetzt nicht, ob er sehr gerne kocht und was er kocht, aber auf jeden Fall hat er einen riesigen Hammer aus Schrott, also so einen Schrotthammer, und hat die Fähigkeit, magnetische Kräfte zu kontrollieren. Und braucht beides, um seine Feinde zu quälen. Also ist auch ein Boss, den man muss besiegen muss. Und dann gibt es noch die Algina Dimitrescu, ist auch eine von den 4 Grafen, also ist eine Gräfin, aber gehört zu den 4 Grafen. Das ist die hat man hier auch Boss-Lady. Das ist die riesengroße Frau mit dem Ausschnitt, sage ich jetzt mal. Ist das die, hä? Okay, also gut. Yes. Dann hat, aber wie gesagt, es gibt sie in dem Fall jetzt auch nochmal neu als Boss oder also eine von den 4 Grafen in der neuen Kampagne. Es ist eine spezielle neue Kampagne im Sinne von, dass man nicht, also es ist speziell echt enttäuschend für viele Leute gewesen, habe ich gelesen, weil sie halt nicht wirklich neue Gebäude oder neue Sachen haben geaddet in der Geschichte, sondern man spielt am genau gleichen Ort und
geht eigentlich durch die genau gleichen Gänge und Räume und auf dem alten Anwesen. Sonst ist sie eigentlich spezieller, weil man hat mit der also ja, sie ist speziell dadurch, dass man mit der Rose eben die Fähigkeit hat, dass man kann, Gegner, also die Zombies oder die Gegner, die einem begegnen, kurz wie stunnen und dann an ihnen vorbeisäckeln. Aber man kann sie mit diesen Kräften nicht töten. Man muss sie wie, tut sie wie einfrieren. Aber man findet natürlich dann erst später irgendwann schon einen Gun und dann kann man die dann auch abschießen. Als ich es angeschaut habe, hat es mich jetzt nicht so überzeugt. Also schön gemacht ist es auf jeden Fall. Und die Idee, dass man mit dem Ethan Winters, ihrer Tochter, eben der Rose, durch die Kampagne geht, finde ich eigentlich auch noch cool. Aber sonst ist eigentlich für mich das einzige Upgrade die Third-Person-Perspektive. Wenn ich ganz ehrlich muss sein. Und zudem kommt auch noch mein Unwissen über die ganzen Resident Evil-Teile, wo ich es leider nie wirklich gespielt. So, das eine habe ich mal gespielt mit einem Kollegen zusammen, wo es geheißen, es sei eines der besten Co-op-Games, wo man es zusammen Co-op kann spielen, die Kampagne, aber sonst ist es mir nie so nachgegangen. Resident Evil für dich, Steffi, sowieso auch Ein absolutes gar kein No-Go. Thema. Ja, wegen Horror, oder? Ja. Horror, ja, das geht gar nicht für mich. Nein, also ich muss wirklich sagen, eben, ich mache einen riesengroßen Bogen um Games wie Resident Evil. Ist es wirklich nichts, was ich gerne spielen würde. Ich finde aber die Idee von dieser Kampagne, dass man mit der Tochter von ihm spielen kann, eigentlich echt auch cool, muss ich sagen. Es ist sicher noch etwas, was so vor allem die Fans noch interessieren könnte. Es ist schon einmal aus einer anderen Perspektive. Und eben, glaube 16 Jahre später, wenn ich es richtig im Kopf habe, das könnte schon noch cool 16 werden. Jahre später, ja genau. Vor allem so Und zu ich muss sehen, noch was schnell- hat sich verändert, hat sich überhaupt etwas verändert. Ja. So. Sorry, Steffi. Ich habe noch schnell etwas müssen korrigieren. Ich habe gerade gesehen, dass ich vorher die 3 Charaktere, die ich vorgestellt habe, die kann man echt spielen. Also man kann aus sogar? die Kampagne machen. Ja, genau. Okay, das das ist habe ich- natürlich sick. Genau, das ist sick. Das heisst, du kannst jetzt als Chris Redfield oder eben als Heisenberg oder eben als die grosse Boss-Vampir-Lady kannst du durch die Kampagne gehen und Monster slayen. Das ist schon cool. Das ist schon sehr cool. Wenn man es aus Stell dir dem- vor, also, die Boss-Lady ist ja schon riesig. Das ist sicher Das auch ist noch gross, witzig. Ja, das ist krass. Ja, die könntest du mal cosplayen, Steffi. Das wäre noch. Hä? Ja, genau, außer dass ich absolut nicht Oberweite für das habe. Aber das ist gut. I Es ist try. klar. I try. Nicht die Grösse, der Steffi kommt zuerst mal in die Oberweite dazu. Nicht. Ja, Grösse kann man Okay. faken, weißt du, so mit Stelzen und so. Aber die Oberweite kannst du ist nicht faken. sehr schwierig zum Faken. Stimmt. Also in Überhaupt diesem nicht Ausmaß. schwierig. Also ich meine, Entschuldigung, aber die hat ja Doppel-F, weißt du, was ich meine? Ist F die grösste Grösse? Nein, es geht sicher noch grösser. Okay. Ich weiß es doch nicht, aber Ja, von, lassen wir das. das zu faken wird schwierig, sagen wir es so. Gut. Okay, Ja, das wäre es aber auch schon. Und ich denke, wenn man dort wirklich mit so vielen coolen neuen Charakteren kann spielen kann, dann könnte es tatsächlich lustig werden als Resident Evil Village Gold Edition mit neuen spielbaren Charakteren. Weiterer neuer spielbarer Charakter hat aber auch ein anderes Game, Steffi. Exaktamente. Und zwar Multiversus. Weiss nicht, wer von euch das schon mal gespielt hat. Du hast es ja angespielt, Nico. Es ist ja so ein Fighting-Game à la Super Smash Bros. Beziehungsweise ja, vom Buntheitsfaktor, sage ich jetzt mal. Also von der knalligen Farbe, von der Comicfigur und so kommt es vielleicht eher noch an Super Smash Bros. An. Es spielt im Warner Bros. Universum, also hat auch diverse DC-Charaktere. Also man spielt zum Beispiel auch mal als Bugs Bunny oder Wonder Woman, Superman, ich glaube, also so Sachen. Und jetzt ist ein neuer Charakter angekündigt worden. Und zwar, also es ist schon länger angekündigt worden, aber man hat nie irgendwie etwas gesehen oder so von ihm. Und zwar, ja, Nico, schaust du Rick and Morty? Natürlich, ja, alles gesehen. Du hast alles gesehen. Mhm. Wirst du in diesem Fall auch der Rick Sanchez, der nämlich der neue Charakter ist, im Multiversus austesten? Ich werde also es ist ja so beim Multiversus. Hast du aufgehört zu spielen? Ja. Ach.
Schuldig. Es ist ja so, es hat mir zu wenig Tiefe irgendwie bis jetzt. Also es ist so wie, es ist cool, dass immer neue Charaktere kommen. Mm. Und ich glaube, durch das wird es auch wieder spannend, wenn man die alle ausprobieren kann. Es ist so ein Spiel, das ich ab und zu wieder anlasse. So. Also ab und zu spiele ich wieder eins, wenn ich Zeit habe. Aber es ist so ein Game, wo du schnell startest, dann spielst du 2, 3 Runden, dann stellst du es wieder ab. Es ist nicht ein Game, wo du jetzt einfach mal, keine Ahnung, einen ganzen Nachmittag oder einen ganzen Tag drin investierst. Würdest du Ähm, jetzt also sagen, dass es weniger cool ist als zum Beispiel eben Smash? Nein, weil auch Smash würde ich allein einfach fast nicht spielen. Also, Mhm. verstehst du, was ich Ja, meine? ja, es ist Wenn so ein ich Multiversus Kollegengame. spiele, genau, wenn ich Multiversus spiele, dann zusammen mit ein paar Jungs, True. eben irgendwo Mir ist eine Idee gekommen. Weißt du, was wir machen? was machen wir? Ein Brack-Turnier. Brack.ch Multiversus-Turnier. Machen wir. Boom! Okay, Hey, okay. ist mir so mal in den Sinn Hey, gekommen. Das das heisst ist nicht, dass gut. wir es machen. Also Leute, trainiert Multiversus. Und dann machen wir ein Fun-Turnier oder so. Es hat jetzt niemand gehört von den oberen Führungsriegen oder schon jemand. Der hat nicht gehört, der hat nicht gesagt, ist gelogen. Nein, Steffi, nein. du hast dich definitiv Hm? jetzt right on. Right Damn. on. Nein, Alles also das gut. ist etwas, das ist natürlich nicht ganz so einfach gemacht, so ein Turnier. Das braucht sehr viel organisatorisches Know-how, vor allem auch ein bisschen Erfahrung. Wie zieht man das Turnier auf? Sicher nicht etwas, was du einfach mal so schnell gemacht hast. Aber eigentlich bietet sich das Spiel echt an für ein kleines Fun-Turnier. Was wir können machen oder was sicher sinnvoll oder lustig wäre, ist, soviel ich weiß, ist Multiversus beschränkt auf 4. Das heisst, man könnte 2 gegen einfach 2 kannst du, sagen, glaube ich, spielen. Ja? genau, das heisst, man könnte sagen, man gibt dir, mir und im Eve und dem Troy einen Controller in die Hand und dann spielen wir von daheim aus gegeneinander ein Turnier, wo wir streamen. Ja, 100%ig. Das ist Nein, da möglich. kann ich einpacken. Nein, der Reif Das kann ist, einpacken. Der Reif ist der erste, der rausgeht. Also ich sage, der Reif ist der erste, aber der darum rausgeht, sage ich bin ich, der Zweite und du gewinnst. Also der Troy wird der Zweite. der Troy ist eben, glaube ich, auch nicht so schlecht. Troy Aber ist sehr ja, gut, aber du spielst das wäre verdammt eine viele coole Fighting Idee. Games. Let's talk about Ja. this. Aber hey, was ist eure Meinung, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ihr findet so, mega nice, das wollen wir sehen, beziehungsweise da wollen wir mitmachen, lasst uns doch kurz wissen. Wir haben einen Discord, den findet ihr bei uns auf dem Twitch-Channel oder auf der Webseite brack.ch/gaming. Dort sind alle unsere Social Links verlinkt, beziehungsweise eben auch in den Shownotes. Dort haben wir natürlich auch einen Link drin. Lasst uns wissen, falls ihr findet, eine mega coole Idee, let's do that. Dann können wir es anschauen. Genau. Schreibt mal rein, ob ihr Bock hättet auf ein Multiversus-Turnier. Fun-Turnier. Ich fände es so geil. Fun-Turnier. Ja. Oder Fun, ich weiß doch auch nicht, Fun-Stream von Oder so, mehreren ja. von uns. Das wäre ja eigentlich noch lustig, weil es ja Free-to-Play ist. Ist eine gute Idee, guter Anstoß. Schauen wir an, warum nicht? Warum nicht, Steffi? Aber es gibt der Rick Sanchez, hast du gesagt. Also der Exakt. Rick Sanchez von Rick and Morty kann man Genau. jetzt spielen im Multiversus. Multiversus. Und das heisst aber auch, Dass dass der der Morty nicht weit weg ist. nicht weit weg ist. Genau. Das ist so. Er ist aber auch schon angekündigt worden, tatsächlich. Also, der Morty ist zusammen mit dem Rick und dem LeBron angekündigt worden. Ist schon ein bisschen länger her. Mhm. Ich glaube, Juli. Okay. Ja. Okay. Aber der Rick ist jetzt halt der Erste, also von diesen drei, die angekündigt worden sind, der jetzt halt effektiv neu im Roster spielbar ist. Cool. Also da freue ich mich auf den Morty. Der ist nämlich viel lustiger noch. Ja, der Morty ist echt so ein Dumpfpatze, Mann. Ich verrecke jedes Mal auf dem, er ist so blöd. Oh, Er ist vor er allem, ist so lässt sich einfach, gutherzig. ja, er lässt sich gegen auf dem Kringel und tanzen. Ja, Das ist eben- fantastisch. Ja, voll. Ja. Gut, ja, super. Ja, Merci, mehr gibt es gar Steffi, nicht. für, nicht? Mehr Okay. News gibt es gar nicht, aber sind wir ehrlich, wenn ich das mit dem Turnier, also mit dem Fun-Turnier nicht noch eingebracht hätte, wäre die News 5 Sekunden gegangen. Ich habe noch irgendetwas müssen erzählen. Das war reine Hast du selber Improvisation. gemerkt, gewesen. ja. Das war reine Improvisation. gewesen. Das kann ich.
Gut, was als nächstes folgt, ist auch eine reine Improvisation, weil ich habe mich so nicht fest können darüber informieren. Leider, Nico, shame on you. ja, keine Zeit gehabt. Ihr wisst ja, mein Job besteht nicht nur aus Streamen und Leute unterhalten und hier vor der Kamera hocken. Leider, leider, leider. Aber was ich auf jeden Fall kann sagen ist, das Modern Warfare 2, Call of Duty Modern Warfare 2, wo nächstens rauskommt. Übrigens habe ich da den Überblick verloren, weil es sind schon so viele Call of Duty Modern Warfare 2 rausgekommen. Also ich habe das letzte Mal gespielt vor irgendwie 12 Jahren oder so. Ähm, und jetzt ist ein neues Modern Warfare 2 draussen. Und das sieht auch wieder sehr anmächelig aus. Wie soll ich sagen, es ist wie Call of Duty halt immer ist. Sehr anmächtig, ja, wow. Es gibt ein GG. verbessertes KI-System, eine weltweite Kampagne, immersive Mehrspielerkämpfe und eine storybasierte Spezialeinheitserfahrung. Aber das sieht für mich so nichts aus. Was ist jetzt da neu? Das wird auch einfach ein Call of Duty sein, wie jedes Call of Duty. Und das Call of Duty ist schon schön zum Spielen. Das Fakt ist cool. Grundsätzlich ein Game, wo immer viel Action drin ist und man gerne spielt. Was mich dann wirklich wird interessieren an diesem Game ist die neue Warzone, also die neue Battle Royale, das Erlebnis von Call of Duty, und zwar eben Warzone, wo wir ja schon kennen, wo man ja früher auch viel schon gespielt hat. Ich habe viel Warzone gespielt. Soll jetzt auch noch einen Sandbox-Modus mitbringen und auch wieder kostenlos sein. Das finde ich sehr cool, das werde ich sicher auch anzocken. Also mich interessiert wirklich fast nur der Modus, wo alles andere, bin ich ganz ehrlich, so Team Deathmatch und Bomben und wie heissen die Modi alle? Eroberung und Capture the Flag, Dominion auf keine Ahnung. Englisch, Capture the Flag, ja genau. Das Zeug ist für mich eigentlich mehr etwas, wo ich sehr schnell nachher Stress aufbaue, weil Es geht halt um etwas. ja, das Deathmatch-Zeug ist, wie soll ich sagen, ja, es ist echt mühsam. Du kommst ins Game, hast die ersten 2, 3 Minuten hast schon 4 Headshots kassiert. Nachher probierst du mal, keine Ahnung, hast einen 1 gegen 1 Fight, wirst von hinten von 2 gepusht. Du regst dich mehr auf, als du das Erfolgserlebnis hast beim Call of Duty und beim Deathmatch. Man kann natürlich jetzt sagen, Nico geht gut, oder? Vielleicht bist du einfach schlecht. Ja, kann gut sein. Aber trotzdem finde ich den Battle Royale-Modus spannender, ist geiler, Warzone Fact, weil es das Ganze mega dynamisch ist, weil es eine grosse Map ist, wo man überall kann droppen und überall kann looten und coole Waffen finden und vor allem, weil man es zusammen kann spielen und ähm, zusammen halt den Battle Royale-Modus richtig cool erlebt. Und wenn sich die Zonen dann immer mehr schließt und man muss schauen, wo die Gegner sind und so, das ist cool. Das habe ich früher gerne gespielt. Also auf das freue ich mich. Nice. Werden wir aber das Game sicher auch noch ein bisschen mehr anschauen. Und dann sicher in einem von unseren späteren Podcasts mal noch beurteilen, ob es wirklich nichts Besseres ist als vordere Call of Duties. Weil spielen wird es sowieso, das weiß ich. Das Wochenende war, so viel ich weiß, schon Open Beta gewesen. Oder ist es nächste Woche? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich werde auf jeden Fall reinschauen und euch nachher ein besseres Feedback geben, als ich euch jetzt heute geben kann, weil ich habe wirklich noch nicht so viel Zeit gehabt, zum reinschauen. Aber ich habe mir es notiert, hinter in meinem Köpfchen. Machen wir auf jeden Fall noch. Springen wir gleich zum nächsten Game, wo der Nico muss spielen, weil er einfach jedes Jahr auf die gleiche Masche reingeht. Ernsthaft? Und Bist du so einer? das ist FIFA 23. Nein, Ja, Nico. Nein. ja. Er ist ein 10 von 10, aber er spielt FIFA. Etwa so. So herzig. Aber ich höre Oh, nur shit. 10 von 10. Das nehme ich schon. Das nehme ich an. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich spiele FIFA, aber das hat eine lange Geschichte. Ich habe mit dem angefangen, ich glaube, bei FIFA 99 oder so haben wir mit dem angefangen. Und ich hatte immer Kollegen gehabt, mit denen habe ich es daheim gespielt. Und irgendwann ist dann der Foot-Modus rausgekommen, FIFA Ultimate Team. Und das habe ich auch mega gerne gespielt. Ich habe das Game gerne. Also für mich, Facts, ich bin selber auch
lange Fußballfan gewesen. Schaue selber auch immer Bundesliga und Schweizer Super League interessiert mich sehr. Weil Fußball in meinem Leben immer eine Rolle gespielt hat früher und jetzt ist es nicht mehr so wichtig, aber ich schaue mir gleich alles zusammen an. Und ja, es ist im Xbox Game Pass, Ja, da musst du ja nichts das zahlen. FIFA. Ja, auf jeden Fall, weil ich ja auch Xbox spiele, also super geniale, ja, wie soll ich sagen, Einwürfe, die da wieder aus dem Off kommen. Also du Ähm, weißt schon, dass du es auf dem PC kannst spielen, oder? Auf Steffi, dem Xbox bitte. Game Pass. Steffi, bitte. Nein, Steffi, bitte. Niemand spielt FIFA auf dem PC. Das ist so. Nein, das ist Ah, wie. du kannst es Nein. einfach am Fernseher anschließen. So gut, hast du den Controller, Fernseher, hast du also eine Konsole hättest. Ich sehe das Problem nicht. Okay, also ist ja gut. Also ich glaube, ich sage jetzt zu dem nicht mehr. Aber was ich auf jeden Fall noch muss sagen ist, das neue FIFA soll ja so speziell anders sein als die letzten paar. Und zwar haben sie mich das mal fast gehabt mit dem Trailer. Also sie haben sehr viel neues Zeug scheinbar angepasst. Sieht fancy aus, ja. Bewegungen sind jetzt noch realistischer. Alle wie soll ich sagen, alle Standards, wo man, wie zum Beispiel Penalties und Freistöße, da haben sie extrem viel angepasst bei der Ausführung. Vom Manager-Modus ist aber das mal immer noch nicht drin gewesen. Also sehr viele Leute haben sich gewünscht, dass man eben den Karrieremodus anpasst, dass der besser wird. Und der Karrieremodus ist im FIFA eigentlich mega cool schon, also hat so viel Potenzial, wo du eben selber der Trainer von einer Mannschaft bist und die nachher in jedem Game halt steuerst, aber dazu halt auch Spieler einkaufst und Spieler verkaufst und schaust, dass die ganzen Geld- und finanziellen Sachen vom Club in Balance haltest, mit anderen Clubs verhandelst, Leihspieler und so machst. Also es ist eigentlich eine mega coole Art, FIFA zu spielen und es machen so viel, also sehr viele Streamer die grundsätzlich nur Karrieremodus spielen, weil es wirklich zum Zuschauen halt auch mega interessant ist. Aber also EA macht einfach nichts an diesem Karrieremodus. Also sie haben jetzt seit irgendwie 3 oder 4 Jahren haben sie so wenig angepasst und die Leute sind so hässig, weil sie genau wissen, dass EA den Fokus nur auf dem FIFA Ultimate Team hat. Weil dort ist das Geld drin, oder? Das ist der Modus, wo du halt mit Päckchen spielst, wo du kannst kaufen, dann bekommst du bessere Spieler, dann kannst du dein Team Vielleicht. upgraden. Vielleicht. Ja, vielleicht, genau. Und es hat halt so eine ganz, ganz krasse Gambling-Rolle, also wirklich so ein Glücksspiel. Mechanik drin, ja, das ist Mechanik, leider wirklich so. genau. Wobei EA hat ja selber mal gesagt, das hat nichts mit Lootboxen-System zu tun. Also es ist ja eigentlich genau gleich wie eine Lootbox, so ein Päckchen. Sondern das ist eine Mechanik mit Zufallsfeature. Ja, das ist eine lustige Begründung. Es mag sogar sein, dass es ein bisschen zufällig ist, aber es ist halt so, dass je mehr du für ein Pack ausgibst, und dann gibt es immer speziellere Päckchen, und je mehr du für ein Pack ausgibst, desto höher steigt halt die Chance, dass du etwas Seltenes drin hast. Also du siehst halt Cool, da ja, unter Nico, anderem je mehr Geld das du ausgibst, desto mehr hast du Chancen, hast etwas Gutes zu picken. Yes, aber ich gebe nie Nico, Geld aus. Ich gebe ernst? nie Geld aus. Aha, du Nein, ich gebe nie Geld aus. kannst Ingame-Coins, glaube ich, spielen, oder? Ja, genau. Also Also ich du habe noch gibst einfach nie... nur die aus. Weil es gibt ja wirklich die, Ja, die noch nie. Tausende von Franken ausgeben. Und das finde ich enorm Nein. kritisch. Okay. Nein, Ja, da geht es ja noch. Aber du, hast du jetzt eine PS5? Nein, ich habe keine PS5, weil... Läuft es eben, auf wie der gesagt, PS4? noch bin ich nicht Millionär. Ja, sicher läuft es auf der PS4. Okay. Ja gut, es Also, müssen sie ja, wo die PS5 ist ja nach wie vor noch nicht wirklich erhältlich, obwohl sie jetzt 2-jährig oder so wird. Ja, und es geht noch 2, 3 Jahre, bis PS4 wirklich abgelöst wird. Also wenn du jetzt schon PS4-Gamer ausschließt von deinen also von den Games, die du machst, dann bist du einfach wirtschaftlich gesehen sehr, sehr, sehr doof. Und ja, also mein Ziel war eigentlich mit FIFA nie gewesen, FIFA Foot nie gewesen, ich will jetzt dort hure viel Geld ausgeben und mega geil und dies, das. Sondern für mich ist es ein Game, das ich einfach gerne gespielt habe zu dieser Zeit, weil ich eigentlich mit einem Kollegen angefangen habe, Foot zu spielen und er hat mir so ein bisschen gesagt, wie es funktioniert.
Und das ist wirklich mega interessant. Und mit diesen Karten, die kannst du dann auch wieder verkaufen auf dem Markt, oder? Und das verhält sich wie Aktien. Also es ist wirklich krass, es ist wie ein Aktienmarkt. Ähm, und ich habe dann einfach gespielt, ohne dass ich je einen Rappen ausgegeben habe. Halt teure Spieler verkauft, dann wieder einkauft, dann zum richtigen Moment wieder verkauft. Und dann habe ich auch ein paar Mal Weekend League gespielt. Das ist wirklich der absolute Hass. Steffi, Weekend League ist Das ist wirklich so, absolut das ist so, Hass. das ist wirklich so der Hass. absolute Wir Hass. brauchen mehr Hass. Naja, okay. Also ich sehe, es ist so eine Wissenschaft für sich, das für FIFA. Hey. Wahnsinn. Aber es ist ja das letzte Mal, was FIFA heisst. Dann Genau, heisst ist es das ja... Wie heisst es dann? EA Sports. Nein, EA. Wie heißt es? FC? EA Sports? Football Nein. Club. EA Sports FC. EA Ja, Sports, Sports FC. FC. Genau. Jesus Christ. Ich glaube Aber es, sie haben ich ja für glaube das Jahr, also für das FIFA 23, haben sie ja ganz viele Lizenzen nicht bekommen. Erstens. Ja. Ja. Also nicht Ja. erstens. Aber dafür haben sie... Erstens. Nein, nicht erstens, ich sagen, aber... Zweitens. Aber dafür haben sie Frauenteams jetzt ein bisschen mehr in den Fokus gerückt. Gell? Also wenn ich Ja, es so das mitbekommen stimmt. habe. Das ist natürlich cool. Ja, das ist schon immer so ein kleines Ding. gewesen, nur spielt's- Frauenfußball, schalalala. Super, Steffi, ich bin auch dabei, aber es spielt es, glaube ich, einfach niemand. Also, Hure schade, weil weißt, wenn wir ehrlich ja. sind, Frauen spielen einfach viel ehrlicher und sportlicher und fairer. Männer sind einfach die ganze Zeit faulen und schwelbeln und immer so tun, als wären sie hure verletzt und mi und Ego hier und Ego nein. da und Hooligans und... Nein. Steffi, bei den Frauen wird auch sehr viel gefault. Ja, letztens ein Frauengame gesehen, wo es der Hure abgegangen ist. Also die haben sich fast vergrinken auf dem Platz. Was ich aber auch nice finde. Das dürfen sie auch. Es klingt schon fast das geht nach wie heisst das, das Fake-Kampfzeug, so nicht so doof finde. Wrestling. Genau, das ist fast nach Wrestling. Ja. Ja, it is how it is. Ich bleibe nach wie vor nicht Fan von FIFA. Aber schön, dass es dir gefällt und du so wieder Geld wirst dafür ausgeben. Wo ja du schliesslich Ja. nicht einsiehst, warum man das auf dem Xbox Game Pass spielen. Aber ja, ist gut. Nein, also weil vor allem, eben, wie gesagt, der Xbox Game Pass ist für mich halt nie eine. Also ich habe früher eine Xbox gehabt, heute ist es für mich. Hey, Nicht so sorry, aber es interessant. gibt nichts Geiles als der hure Xbox Game Pass. I love it. Es ist fantastisch. Du hast so viel Zugriff auf so viele Games. Du kannst einfach alles mal antesten. Wenn es dir nicht gefällt, hast du ja kein Geld ausgeben. Gut, das stimmt. Also ich meine, das Konzept ist genial. Und sie haben mega viele Games. Es kommt ständig Neues. Ja, und das Sony dort noch nicht hat wirklich genau gleich nachgezogen, weil das, was ich ja jetzt mache, ist, du kriegst, glaube ich, jetzt hast du, glaube ich, eine Uni jetzt im Jahr. Okay. Und hast dafür auch ein paar Games gratis, aber es ist irgendwie nicht das Gleiche. Also ich habe das letzte Mal angeschaut. Ich habe kein PS Plus mehr. Ich muss mir auch das wieder anschauen. Wenn ich FIFA Football spiele, muss ich PS Plus haben. Weißt du, was ich meine? I see. Ich habe gerade eine Nachricht aus dem Off bekommen. Und zwar, noch schnell eine kurze Werbung. Ab dem 5. Oktober haben wir auf dem brack.ch Shop wieder PS5 Bundles. Also falls ihr noch eine PS5 möchtet, aber noch keine habt, am 5. Oktober habt ihr die Möglichkeit, bei uns im Shop wieder eine zu bekommen. Werbung Ende. Werbung Ende. Yes. Genau. Merci vielmals für den Input und dann würde ich sagen, wir lassen das Thema FIFA hinter uns. Ich wäre froh. Ich mag nicht mehr über auf jeden FIFA Fall. reden, sorry. Wir können gerne mal im Discord können wir gerne mal noch. Ja, ihr dürft FIFA reden. so viel über Die FIFA im möchten. Discord reden, wie ihr wollt. Wir haben jetzt übrigens im Discord Foren eingeführt. Also, es ist eine ganz neue Funktion von Discord. Da kann man jetzt Foren aufmachen. Scheint noch interessant zu sein. Also, falls ihr Themen habt, die ihr im Discord wollt besprechen wollt, dann ja, kommt zu uns auf den Channel. Wir sind eigentlich praktisch immer dort. Wir sind immer online, falls etwas ist. Wir sehen das. Vom Montag bis Freitag zumindest. Am Wochenende sind wir nicht da. Aber spätestens am Montag sehen wir es. Ja, hallo, das erklärt sich hoffentlich von allein, oder? Steffi, das Wochenende sind wir da. für Und das euch auf jeden Wochenende Fall. sind wir natürlich da, genau. Also einmal offline, nein, auch online. Okay, mein Brain ist wieder AFK. Nein, wir sind unterwegs. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, das Wochenende... Popcorn.
Genau, Popcorn. Packt euch ein Popcorn aus, meine Damen und Herren. Und dieses Wochenende findet nämlich Zürich Popcorn statt. Ja, Zürich Popcorn, falls ihr es nicht wisst, falls ihr es aus irgendeinem Grund nicht mitbekommen habt, ist die Umbenennung, also es ist basically die Zürich Game Show, also die ZGS. Sie haben sich umbenannt, sie heißt jetzt Zürich Popcorn. Ja, weil man auch mehr hat, weil noch Auf die ganze- Popculture gehen und weniger auf Gaming. Genau. Yes. Genau. Darum, es ist jetzt basically eine Fantasy Basel in Zürich, aber sie heisst natürlich anders. Wo man natürlich nicht einfach Fantasy Basel Zürich kann sagen. Also Fantasy Zürich wäre das ja nicht. Ah, Jesus. Fantasy Zürich, was? Ja, also, ja. Fazü. Oh Gott, Fazü, nein, please, no. Don't do that. Darum haben sie es Zürich Popcorn genannt. Jetzt weißt du warum. Genau, und wir sind am Samstag dort. Wir haben keinen Stand. Also versteht uns nicht falsch, wir werden nicht vor Ort sein mit einem Stand. Leider Gottes, ihr könnt uns nicht besuchen, aber wir werden durch die Messe laufen. Und falls das machbar ist, es ist geplant, werden wir auch von dort aus live streamen, hier auf dem Channel von brack.ch, beziehungsweise auf Twitch, auf dem Channel von brack.ch. Genau. Genau. Werden wir Freust für euch dich? da sein. Und rumhüpfen auf der Popcorn mit der Steffi. Sie wird ein Cosplay haben. Steffi kommt als Entschuldigung? Hotdog, gell, hast du gesagt? Als Aha, was nicht. komme ich? Als Hotdog, hast du doch gesagt. Als Hotdog? Ja, easy, das würde ich gar noch machen. Besser als da die Boss Lady von Village. Aber wenn du wenn ich als Hotdog komme, dann will ich, dass du als Burger kommst. Okay, dann komme ich als Burger. Nice. Ah, Finde ich gut. Exakt. Also Ich so gehe im Moment viel, in die Breite, das passt. so viel zur Zürich Popcorn. Sie findet das Wochenende statt, Samstag und Sonntag. Also am Samstag sind wir dort. Falls ihr uns seht, kommt unbedingt Hallo sagen. Falls ihr nicht kamerascheu seid, dürft ihr natürlich auch gerne in die Kamera reden. Genau. Natürlich. Wir Aber- fragen euch das ein paar spicy Ja. questions. Exakt. Nicht gut, paar auf Lager. Yes. Genau. Und ja, Yes. natürlich findet 2 Wochen darauf auch noch gerade Zero Fest statt. Aber von dem erzählen wir euch in 2 Wochen, wenn es dann so weit ist. Also am Montag. Heute. In 2 Wochen. Morgen. Gestern. Einfach in 2 Wochen im nächsten Podcast. So, Ja, Genau. genau. Item. Auf jeden Fall. Es gibt noch ein Thema, das wir bei Buff angesiedelt haben, aber wo eigentlich auch ein bisschen ins Crit-Thema reinrutscht. Also einerseits, was Buff ist, dass Twitch finally reagiert hat und Gambling-Streamer bannt. Aber, Nice. und das ist der Crit. Nice. Ja, müssen wir nicht darüber reden, warum. Gambling, Suchtverhalten. Es gibt zig Streamer, wo immer wieder Scheiße bauen bezüglich dem Gambling, wo ihre Zuschauer ausnehmen, wo effektiv, das ist vorgekommen, es ist nicht von mir erfunden. Es gibt eine Streamerin, ich nenne jetzt keinen Namen, wo seine Viewer mit einer DM angeschrieben hat und um Geld gefragt hat. Irgendwie so, hey, Twitch kann im Moment nicht auszahlen, hast du mir irgendwie 200 € oder so, jetzt zahle ich das, oder $200, jetzt zahle ich es sofort zurück. Und hat mit dem dann gambelt. Und, Das und habe die ich auch Zuschauer haben gehört. das Geld nie zurückbekommen. Also, Oh. Und Gambling-Seiten sowieso ganz, ganz schwierig, was du an Geld verlieren kannst. Dort, lasst euch nicht reinlegen, Leute, geht nicht gamblen. Oder wenn, dann setzt euch wirklich ein striktes Limit. Und ab jetzt vor allem, ganz wichtig, tut es nicht mehr streamen, weil dann werdet ihr Band. Ausser, und das ist der Crit-Teil von diesem Thema, lizenzierte Gambling-Seiten darf man weiterhin streamen. Mhm. Was ist denn lizenziert, Steffi? Heisst das, also ich kenne jetzt zum Beispiel einen Schweizer Casino-Streamer, der Kennst du? Casino streamt. Ja, der Mhm. Book of Easy. Ah, den kenne ich auch. Mhm. Du der zum Beispiel
darf der jetzt das weiter streamen oder darf der das nicht weiter streamen? Ich Wer habe macht keine das Ahnung, jetzt wo ich weiss wie- darum nicht, auf welchen Seiten er unterwegs ist. Wo ich unterstütze Gambling per se nicht. Ich finde das wahnsinnig kritisch. Ja, Und ich auch. darum weiss ich nicht, auf welchen Seiten er verkehrt. Ich habe absolut keine Ahnung. Es ist aber, glaube ich, eine Schweizer Pokerseite, wo er... Okay. Gut, Poker wüsste ich nicht. Es geht wirklich um Slots, Roulette, Würfelspiele und so Sachen, weißt? Also wirklich Gambling. Nicht irgendwie Poker oder so, wo ein bisschen Strategie dahinter ist. Ich glaube, Slots macht er aber auch. Jackpot.ch. Jackpots. Gut, ich tue das rauspiepen, ist gut. Es tut mir leid, Weißt du, ich sage absichtlich keine Seiten. Und da, dort könnt ihr euch das Geld herschießen und raus und liegen. Und Ja, nein. nur weil es so ist. Wer sich interessiert, Okay, das geht wird googlen. Es wird piepen, Hey, nein. Entschuldigung. Oh Mann. Ja. Nein, Leute, seriously, tut nicht gamblen, es ist echt nur dumm. Also ausser ihr sagt euch so, hey, ich lege mir einfach jeden Monat 100 Franken auf die Seite und das verschleudere ich dann auf das Risiko, dass nichts dabei rauskommt, was einfach Spass macht. Aber ich bin genug stark, ich habe genug mentale Stärke, dass wenn ich irgendwie $10.000 oder auch nur $1.000 zurückgewinne oder 500, dass ich trotzdem aufhöre und nicht weitermache. Und das ist ganz wichtig. Und falls ihr merkt, dass ihr ein kleines Suchtproblem habt, geht abklären, sprecht es an, holt euch Hilfe. Das ist wirklich super, super wichtig. Weil mit dem ist nicht zu spassen. Ihr könnt wirklich in ein extremes Schuldenloch fallen, wenn ihr mit Gambling eure Sucht nicht in den Griff bekommt. Darum, yes. Seid vorsichtig, Leute. Gesagt. Seid vorsichtig. Und falls ihr ein Suchtproblem mit unserem Podcast habt, weil ihr einfach nicht genug davon könnt Weil wir einfach geile haben- Sicher sind. Yeah. Genau. Wir haben nämlich auch einen Discord, wo wir aktiv sind, wenn ihr uns nicht hier hört. Das heisst, schreibt in den Discord rein. Der ist verlinkt im Chat und auch sonst nicht mehr verlinkt, Steffi auch, glaube ich. Auf jeden Fall kommt in den Discord, tut eure Meinung kund, sagt uns unbedingt, über was wir reden sollen. Ihr könnt auch sehr gerne das Thema Casino und die ganzen Bands auf Twitch anschneiden. Wie gesagt, ich habe es auch ein bisschen verfolgt, Steffi. In YouTube Deutschland ist ein riesen Aufschrei im Moment. Grosse Streamer wie der Knossi haben ja mit Casino eigentlich angefangen. Die sind mit dem bekannt worden, ja natürlich. Genau, mit Slots. Wo die genau. halt Tausende von Montana Euro Black hat das auch durchgelassen gemacht. haben. Genau, Montana Black hat das auch gemacht. Und jetzt ist im Moment eine riesige Debatte. Und es ist ja aufgrund von dieser Debatte hat ja Twitch auch ein bisschen reagiert. Jetzt eben wegen dem Streamer, den du gesagt hast, der seine Followers hat angeschrieben. Aber auch, weil in YouTube Deutschland im Moment einiges abgeht, dass ja grosse Probleme entstanden an der Gamescom zwischen Tanzverbot und Skurrows, zwei YouTube-Streamer, Twitch-Creator, wo der eine hasst, so die richtig hassen die Casino-Streamers und findet, die sollten alle aufhören mit dem und das ist einfach scheiße. Und Casino-Streamers wehren sich natürlich und dort ist eine ganz grosse Disput-Situation aufgepoppt. Und ich glaube, auch ein bisschen wegen dem hat Twitch nachher müssen reagieren. Genau, Orange Morange war dort drin und aber der Skurrows. Zwei nicht so coole Typen, meiner Meinung nach. Aber Ja, der Orange Morange oder auch Orange Morange, wie ihn einige nennen. Da ist ja sogar der Mod von Montana Black. Oder einmal mal gewesen. Ich weiß nicht, ob er es immer noch macht, wo er jetzt selber so gross ist. In dem Fall. Mittlerweile ist er mit der Pornodarstellerin zusammen. Wie heisst sie? Geil. Hey, nein. Wow. Okay, ich sage nicht so. Ich weiß nicht, wie kommt es genau in Shaden Rogue. Ja, genau. Ja, spezielle Typen, weißt du, meine finde ich ja okay, wenn sie ihr Leben live your life. Und, ganz genau, ehrlich. Life your life. Life your life, genau. Nein, also jeder so, wie er glücklich ist, ganz ehrlich. Also, ich finde einfach, aber falls ihr so Gamblings-Shit macht, tut das nicht, oder sagen wir es als anders formuliert,
ich habe einfach ein Problem damit, wenn so Streamer das Gefühl haben, sie fungieren nicht als Vorbilder oder sie sind keine Vorbilder. Doch, jede öffentliche Person ist auf irgendeine Art und Weise ein Vorbild. Und es wird immer Leute geben, die zu denen aufschauen und die sein wie sie, egal ob sie der Meinung sind, sie möchten das spielt auch keine Rolle in diesem Moment. Und wenn die dann natürlich die ganzen Kids und Teenager irgendwie in so einen Gambling-Shit reinziehen, finde ich es halt einfach nicht geil. Ich finde es sehr verantwortungslos. Klar, dadurch muss man sagen, letzten Endes ist es sicher die Verantwortung der Eltern, dass sie ihren Kindern einen bewussten Umgang mit Geld nachlegen und beibringen. Aber schlussendlich kannst du auch gleich nicht wissen, was auf dem Schulhof in den Pausen besprochen wird. Und die Schule hat auch einen wahnsinnig grossen Einfluss auf die Kindheit und auf Teenager sein. Darum also, ja, schwieriges Thema. Aber auf jeden Fall finde ich gut, dass Twitch jetzt da ein bisschen reagiert hat. Zumindest mal mit den unlizenzierten Casinos, beziehungsweise eben so Slot-Machines und so Seiten. Das ist sicher ein Schritt in die richtige Richtung. Ich finde es einfach ein bisschen halbpatzig. Ich persönlich hätte es ganz gut gefunden, wenn sie hätten gesagt, wissen was, Gambling an sich lassen wir einfach nicht mehr zu. Das wäre wenigstens konsequent gewesen. Aber ja. Fix. Darum für mich ein bisschen Crit mit dabei. Yes. Und wenn wir schon beim Crit sind, habe ich noch ein anderes Thema, das auch Crit ist. Und das betrifft euch alle. Zumindest die Windows 11 auf dem PC installiert haben. Die noch Windows 10 haben, die könnt getrost weglassen für die nächsten 30 Sekunden. Für die Windows 11 haben, ich hoffe, ihr habt euch ein Update noch nicht gemacht. Wenn ja, scheisse gelaufen. Wenn nein, wartet noch ein bisschen damit, weil es gibt nämlich Probleme beim Windows 11 Update, beim neuesten. Und zwar ist es folgendermaßen: aus irgendeinem Grund wird die CPU nur noch zu irgendwie 5% ausgelastet, was natürlich zu enormen Lags und FPS-Einbrüchen führt. Die Gründe wissen wir noch nicht. Ich denke mal, an dem wird jetzt fleissig gearbeitet und beim nächsten Update wird es behoben. Ja, das ist das Einzige, was ich euch sagen kann. Macht das Update nicht. Es ist das grosse Update, das grosse Windows 11 Update 22H2. Lasst es mal noch raus, bis die Sachen behoben sind, weil ja, wäre natürlich enorm schade, wenn eure Gaming-Performance jetzt wegen dem Update so würde einbrechen. Sehr schade. Also ich bin auch gerade im Moment wieder sehr gut im Rainbow Six und es wäre sehr schade, wenn ich nachher wieder daneben schieße. Gut, vielleicht haben sie so absichtlich gemacht, zum Strom sparen. So ein bisschen als Zwang. So, hey, so könnt ihr im Fall Strom sparen, habt ihr gewusst? You never know. Wer weiß, also Steffi, wieso bin ich noch nicht auf das gekommen? Krass. Ja, sicher. Windows, Windows will uns einfach alle etwas Gutes tun und unsere Stromrechnungen ein bisschen kleiner behalten. Nicht, dass sie gerade so krass explodieren. Die denken einfach nur an uns. Das war absolut bewusst gewesen. Und in Wahrheit haben sie sich wahrscheinlich so ein High-Five gegeben, so, hey, wir sind hure geile Sachen. Wir bewahren die ganzen Streamer davor, dass sie horrende Stromkosten haben. Das ist super. Also ich meine, vor allem das eine führt nachher zum anderen. Wenn du das Update machst und du hast nachher schlechte Performance in-game, heisst, und du weißt nicht, dass dann eben beim Stromsparen ist, was ja schon eine gute Sache ist, und nachher eine schlechte Performance in-game, dann stirbst du die ganze Zeit oder gehst aus dem Game raus. Dann verschrottest du dann vielleicht direkt in einem Wutanfall die ganze PC und sparst noch mehr Strom. Also. Und kaufst dir dann eine Xbox. Fantastisch. Genau, yes. Wo ja. Whatever. Ja, nur mal schnell so Frustdingsende hätte ich fast gesehen. Nein, es geht weiter mit dem Frust, vor allem für Activision Blizzard. Es hat nämlich einen Leak gegeben. Mal wieder eins. Also, ob wir letzte Woche nicht schon genug Leaks hatten, aber ja. Ja, Activision Blizzard hat es nicht verhindern. Das Gameplay geleakt wurde von Diablo. Was, wie hast du das jetzt ausgesprochen? Von Diablo 4.
Und- Gut, ich probiere mich hier auf den Podcast zu konzentrieren und darauf, was Steffi im Moment mit meinem Kamerabild macht, weil das ist wirklich... Entschuldigung, habe ich verklickt. Genau, also das neue Diabello 4 ist geleakt worden, also Spielszenen davon. Und es sieht aber nice aus, es sieht sehr nice aus. Es ist wieder einer von diesen Steffi kennt, Steffi Weiss, Dr. Steffi Sommer sagt extra Leak, haben die extra gemacht. Weiß ich Aha. jetzt nicht, könnte natürlich hier auch sein. Es ist Gameplay revealed worden von Spielszenen, die noch nicht ganz fertiggestellt wurden. Es ist aber natürlich das Diablo, das man kennt, eben Top-Down, dort haben sie nichts verändert. Das ist immer noch genau das gleiche Spielsystem. Aber sonst ist es grafisch nochmals ein Update, hat mich gedacht. Man sieht mega coole Blutanimationen und ja, Oh ja, Steffi, das ist geil. wichtig für mich. Ja, das Blutanimationen. ist wichtig. Nice. Ja, So realistisch Steffi, wie du, möglich. Yay! Steffi, Ja, komm jetzt, hallo, bitte, Speak. gell? Mhm. Ja. Jetzt, okay, ich muss mir einen sehr blöden Spruch verkneifen. Ich mache einfach weiter. Auf jeden Fall geleakt worden. Die Leute finden es aber nice. Man hat aber natürlich auch wieder hier Leute gehabt, die gesagt haben, ja, aber das ist doch nicht euer Ernst, das könnt ihr so nicht rausgeben. Diesen Leuten muss man immer sagen, hey, also, wenn es einen Leak gibt, dann ist das Zeug ja klar noch nicht fertig. Also, wenn du jetzt hier kommst Ach und kommst sagen, nein. und hier kommst du Ernsthaft? sagen, es kann nicht so aussehen. Dann, Ernsthaft, gibt es sorry. Leute, die das Gefühl haben, dass das so Ja, das Official sicher. Gaming Material Ja, oh boy, ja, also gewisse, not sure if gewisse troll, Leute haben not ihr sure if Hirn auch troll. am Wochenende liegen, aber so forever. Oh je. Ja, so Forever Weekend. Mhm. Also, eben, der not sure Forever if Brain Troll, AFK. Wupp, wupp. aber, aber ja. Szenen, die ich gesehen habe, haben gut ausgesehen. Ich freue mich auf das Game. Ich werde es sicher zocken, aber erst, wenn es dann irgendwann im Sale ist, weil Vollzahl, ich glaube nicht für das neue Diablo. Und ich habe es jetzt jedes Mal so gehabt, dass ich bei einem Diablo immer das Gefühl hatte, nach, keine Ahnung, 2, 3, 4 Spielstunden ist es eigentlich nur noch endloser Grind. Dann, ja, dann leisten wir halt das Game so ein bisschen dann, wenn es im Sale ist. Und ich finde Diablo cool, verstehe mich nicht falsch, Steffi, aber es war nie ein Game, das ich hure lange gespielt habe. Eben, es ist einfach, aber an einem gewissen Zeitpunkt ist es nur noch grinden. Durch die Levels durch den Dungeon crawlen und grinden. Und ich weiß nicht, ich bin nicht so der Grinder. Und ich, ist ja gleich. Auf jeden Fall, ja. Weißt du, was ich meine? Yes, ich weiß genau, was du meinst. Aber ich kenne wirklich ein paar, wo Diablo wirklich lieben und suchten und sich dann auch frei nehmen für das, dass es bald rauskommt und dann wirklich innerhalb von 24 Stunden Höchstlevel wollen spielen. Das ist schon heftig. Gibt sicher wieder auch bei Diablo 4. Jetzt sicher wieder auch bei Diablo 4, aber ja. Ich bin gespannt. Wir werden es sehen. Sie haben sich ja noch das Diablo Mobile Fail gegönnt vorher. Immortal, ja. Mit dem haben sie sich ja nicht wirklich Freunde gemacht. Jetzt mal schauen, ob sie mit dem neuen Diablo wieder werden überzeugen. Der Trailer sieht schon mal Also, okay aus. Ist nichts Neues. Ja. aber ich wollte sagen, also mit dem Trailer von Diablo 4 könnte es aber schon. Also, wenn das Game so geil wird wie der Trailer, dann ist es aber schon recht nice, muss man schon sagen. Also findest du den Trailer geil? Okay. Ja, ich habe ihn schon, als er das erste Mal gezeigt worden ist, mega nice gefunden. Aber ja, ist halt Activision Blizzard. You never know what you get. Also in letzter Zeit. Es hat aber irgendwie wirklich so. Also es ist ja wirklich nicht mehr wirklich positiv in den Schlagzeilen in letzter Zeit. Genau. Aber weißt du was? Was? Wenn ich mal ein Hund werde haben, oder ein Kater, ich werde ihn Diabello nennen. Schön. Schön. Sehr schön. Merci vielmals. Sehr gerne. Habe ich da zusammen mit jemandem anderes einen Einfluss drauf gehabt. Diabello. Ist eigentlich ein perfekter Hundename, wenn man ehrlich ist. Aber es wäre auch ein guter Name für eine Katze.
Diabello! Oder ein Kind. Nee. Das ist, als würde man... nee. Ja, nee. Nee, der Spitzname war ja Bello. Come on. Nee. Never. Ja, mal, wenn es Italiener ist es nicht so schlecht. Ja, gut, aber reden wir nicht davon. Von was ich aber gerne noch möchte reden, falls du fertig bist mit Diabello 4. Ich bin fertig mit Diabello 4. Wunderbar. Der ist nämlich wirklich ein Hirtenfail, wo sich der CEO von G2 geleistet hat vor einer Woche, glaube ich. Ja, ungefähr. Mhm. Und zwar hat der Carlos Ocelot Rodriguez, der eben der CEO von G2, und G2 ist eines der wirklich mit Abstand bekanntesten E-Sports-Teams. Es ist das europäische E-Sports-Team. Hat vor allem am Anfang ist es vor allem bekannt gewesen durch Carlos, also durch Ocelot, wo er ist einfach, was der alles twittert hat, er ist so eine von den ersten E-Sports-Personalities gewesen. Also der hat auch sich selber wirklich, also erstens hat er auch alle gefrontet, aber so friendly Banter, weißt. Er hat wirklich jeden Scheiß auf Twitter rausgehauen. Er hat aber sich selber auch zu einem Meme gemacht, oder? Also er ist wirklich literally ein Meme gewesen, aber immer auf eine positive Art und Weise. Und ja, jetzt das Wochenende hat er aufgrund von der, also sie haben irgendwie das League of Legends Turnier Championship gewonnen und dann sind sie feiern und dann hat er hat dann ein Video gefilmt, beziehungsweise filmen und das Video dann auf Twitter gepostet. An sich, ja, eigentlich kein Problem, ausser man ist die finnische Ministerpräsidentin, dann ist das ein Problem. Aber auf jeden Fall, auf diesem Video war der Andrew Tate gewesen. Oh, der Andrew Tate. Tate. Genau. Und der Andrew Tate ist ja ein sehr, wie soll ich jetzt irgendwie sagen, dass es diplomatisch überkommt. Er hat so sehr viel Raum gefunden bei gewissen Männergruppen, vor allem durch TikTok und YouTube-Videos, wo er sehr, sehr frauenfeindliche Aussagen getroffen hat. Ja. Leider Gottes ist er einer der grössten, wenn nicht sogar der grösste Frauenfeind überhaupt, der im Moment online existiert. Genau, er ist eine sogenannte Persona non grata. Yes. Er tritt aber auch immer mit Frauen auf, oder? Also ja, aber dann was für Dinge. Mhm. Also, weißt du, und eben, es hat ja zig Schlagzeilen über ihn gegeben, dass er seine Freundinnen schlagen und missbrauchen. Und er ist halt wirklich so einer von diesen Alpha-Männchen, sage ich jetzt einmal, wo so das Gefühl hat, so eben die Frau muss mal auch gehörig sein und so, weißt. Und Frauen haben nichts zu sagen und wenn der Mann heimkommt, muss das Essen auf dem Tisch stehen und so Sachen. Also für die ganze, sagen wir es so, für alle Frauen ist er einfach so das Feindbild schlichtweg. Also das ist echt unakzeptabel. Und dass der zu so viel Raum gefunden hat und so viele Anhänger und Jünger hat, ist natürlich brutal. Also das ist eine schwierige Angelegenheit. Und jetzt war der mit von der Partie gewesen, an dieser Party mit dem Ocelot. Also eben mit dem CEO von G2. Mhm. Und also das heisst, er hat sich nicht nur dazu entschieden, mit dem Andrew Tate zu feiern und Party zu machen, sondern das Video auch noch zu posten. Was natürlich für mich selber auch schon heisst, er hat wirklich 3-mal die Chance gehabt, eigentlich, zum Abstand von ihm zu nehmen. Aber anscheinend ist es ein guter Freund von ihm. Ich weiss nicht so genau, was ich davon so halte. Er ist der Meinung, hey, es ist mir überlassen, mit wem ich befreundet bin. Ja, aber nicht, wenn du der CEO von G2 bist, der eigentlich ein Leitbild hat, das sehr offen und gender-neutral, du hast gesagt, das heißt gleich, wo Gleichberechtigung so wahnsinnig hochgestellt wird. Und seit Jahren, also ihr Leitbild von G2
ist seit Jahren eigentlich so, hey, Gleichberechtigung im Gaming, wir sind alle gleich, oder? Und jetzt natürlich der CEO mit einem Andrew Tate feiern zu sehen, ist natürlich nicht sehr, ja, das trägt einfach diesen Wort nicht bei. Also es ist halt echt wirklich, ja. Also du kannst A sagen, aber B machen. Und das hat er jetzt sozusagen gemacht, genau. Und er hat dann noch zusätzlich getwittert, dass aber dass seine Freunde, also dass er darf Party machen mit wem auch immer er will, dass er darf dass er darf befreundet sein mit wem er will. Er hat dann zwar irgendwie unter dem Video noch sich irgendwie entschuldigt und gleichzeitig aber dann alle Tweets, die irgendwie positiv über Andrew Tate geredet haben, geliked. Also auch da wieder. Er hat angesagt und B gemacht. Schwierig, sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig. Jetzt sind natürlich Konsequenzen daraus entstanden. Erstens, der Ocelot musste zurücktreten. Vorerst aber für 8 Wochen. Ich weiss nicht, wir wissen nicht, was nachher passiert. Das offizielle Statement ist, er ist als CEO zurückgetreten. Und das Zweite, was ist, G2 hat ein sehr gutes Valorant-Team eigentlich so gut wie ein Slot bei der neuen Valorant World Championship. Also es ist ein neues Franchise, eine neue Franchise-Liga, die eigentlich nächstes Jahr starten. Und jetzt haben sie aber aufgrund des Verhaltens vom Ocelot den Platz verloren. Und mit dem bricht natürlich ein mega grosser Wirtschaftszweig von G2 ein. Und das Valorant ist einer der grösseren Bereiche von G2 gewesen. Und weiter geht es noch, dass es natürlich eventuell auch sein, wo Valorant ist Riot und Riot hat auch League of Legends. Also es könnte eventuell auch dazu führen, dass sie vielleicht den Platz in League of Legends verlieren werden. Und dann ist G2 dead. Wäre übel. He? Ja. Und das alles, weil, und wir sind froh und finden das sehr, sehr gut, eben du mit solchen Leuten in der Gaming-Szene nicht befreundet sein, weil die Szene sich doch in den letzten paar Jahren auch noch enorm weiterentwickelt hat und alles, wo sexuelle also Sexismus oder eben Gleichgeschlechter, wie soll ich sagen, du hast vorhin gesagt, Geschlechtertrennung irgendwie extrem rausheben und irgendein Geschlecht anders behandelt als das andere, das wird in der Gaming-Welt echt nicht mehr gerne gesehen. Da hat es viel zu viel Eskapaden und Sachen gegeben, in der letzten Zeit auch in Verbindung mit der vorher schon erwähnten Activision Blizzard. Das ist einfach wirklich ein No-Go mittlerweile. Und ich finde es sehr schön, wie die ganze Community auf das so reagiert. Also das ist wirklich... sind wir froh. Und wenn sie ihren Platz verlieren, dann ist es verdient. Also der Andrew Tate hat meiner Meinung nach keine öffentliche Aufmerksamkeit verdient. Wirklich nicht. Und gleich haben wir ihm jetzt auch wieder einen Showplatz gegeben. Aber ja. Ich bin auch dieser Meinung, so eine Andrew Tate-Persona, dass es so etwas überhaupt noch geben kann, das ist einfach traurig. Aber ja. Und ja, der Ocelot, mal schauen, was passiert in 2 Monaten. Mal schauen, ob er effektiv wieder zurückkommt und was schon noch mit G2 passiert. Da bin ich echt gespannt. Ja. Yes. So viel dazu. Das war mein letzter Crit für heute. Ich würde ja gerne zu Loot überleiten, aber wir haben keinen Loot. Vielleicht hat ja der Nico gleich Loot, weil, wann ist das? Am 5. Oktober, nächste Woche, haben wir ja wieder PS5 im Shop. Nico, hast du eine? Ja. Das Ding ist, ich habe nicht mal genug Zeit, um mein anderes Zeug zu geben. Ich kann mir jetzt nicht den PS5 kaufen. Oder willst du doch FIFA zocken? Ja, aber das mache ich auf der PS4. Alles gut. Es ist so, dass wir das im Shop haben und dass ich mir keine PS5 holen, weil ich möchte, dass unsere Wertekunden eine mehr haben. Also ich tue mich quasi zurücksteppen, für euch die PS5 zu belassen, die ich könnte kaufen. Einfach nur, weil ich so selbstlos bin. Oh, du bist so selbstlos. Voll cool.
Ja, voll. Ja, voll. Also es ist wirklich... Eben, und wie du gesagt hast, sie ist ein 10 von 10, aber spielt Disney's Dream Valley, weißt du? Also es ist so... Dreamlight Valley, Entschuldigung. Ja, eben. Schon nur, dass Mhm. ich den Namen nicht genau weiss, ist ja... Zeugt ja schon von genug. Auf jeden Ey. Fall... hat es ja der dazu auch mal noch ein lustiges Video gegeben, das habe ich dir ja geschickt, Steffi, da habe ich dich noch fragen, wie du das gefunden hast. Ja, aber das besprechen wir, sagen wir es mal. Aha. Ja, kein Laut mehr. Wirklich nicht. Aber vielleicht nächste Woche. Und wir sind endlich mal vor einer Stunde 20, 30 fertig, sondern wir sind endlich mal am Ende vom Podcast. Stimmt, wenn nur In Stunde time. 19. Also zumindest im Stream. Ja, machen wir doch jetzt alles wieder kaputt. Das ist Entschuldigung. super. Ist nicht das Haus, ist gut. Gut, merci. Ist nicht, stimmt, du kannst ja Zeug rausschneiden. Ja, und wie Zeug rausschneiden immer, hallo? Da kann ich ja mega viel Scheiß jetzt noch erzählen. Nein, mach's was kann nicht. ich noch sagen? Damit wir jetzt offiziell den Podcast beenden. Wir wünschen euch einen ganz schönen Morgen, Mittag oder Abend, wenn noch immer ihr den Podcast hört. Und bis heute in der Woche. Tschüss zusammen. Tschüss. Und vergesst nicht, uns 5 Sterne zu geben. Merci. 5 Sterne. Yes, das war's gewesen. Mit dem Podcast. Jetzt sind wir wieder für euch da offiziell im Stream. Yes. Und der Cobra hat vorher noch gut, geschrieben, der Ocelot ist offiziell als CEO zurückgetreten, nicht nur für 8 Wochen. Er hat G2 offiziell verlassen, das stimmt leider nicht. In seinem Video tönt es zwar so, als ob er sagt so, hey Leute, ich bin offiziell zurückgetreten als CEO von G2. Das ist dann nicht die 100%ige Wahrheit. Es steht nämlich im offiziellen Statement von G2 nach internen Diskussionen, sagt der Carlos und nach den internen Diskussionen zwischen Carlos und dem Supervisory Board sind sie dazu gekommen, dass er 8 weeks of leave as CEO and suspend his earnings during the time. Also er wird einfach 8 Wochen als CEO zurücktreten und während diesen 8 Wochen auch keine Einnahmen haben. Aber dann wird er auch wieder kommen. Also es sind nur 8 Wochen suspendiert. Ja. Ja, aber okay. Das ist genau das, was ich meine, Cobra. Das, was er im Video erzählt, ist nur die halbe Wahrheit. Ja. Es tönt so. Er hat wirklich damit angefangen. Leute, ich trete als CEO von G2 zurück. Und er hat nie gesagt, dass es nur für 8 Wochen ist. Darum also, ja. Der fährt's an. Das ist wirklich so. Nein, es ist nur für 8 Wochen. Dann ist er wieder zurück. Also ja, wahrscheinlich. Sorry, ja, was war? Ja, wir fangen von vorne an. Ja, ist gut. Ja. This girl. Also. Der Ives hat sich noch beschwert. Sorry, Ives, nichts als die Wahrheit. Ich sage nichts als die Wahrheit, du solltest das doch langsam wissen. Am 2. Oktober geht es wieder besser. Genau, der Floro hat noch gefunden, du seist einer von den Sony-Knechten. Ja, da hat der Floro so recht. Aber ich meine, jetzt haben wir viel darüber diskutiert. Es kann wirklich sein, dass ich mich wieder dazu verleite, eine Xbox zu holen, die nächste Konsole, weil eben der Game Pass dann cool. Was ist es? Also, ich würde einfach noch warten mit der Xbox holen, weil... ich warte natürlich, ja. Wenn du einen Samsung-Fernseher hast, ich weiß nicht, ob du den hast, ich habe darum einen, oder sick. Ja, Philips. Aber auf Samsung, ich weiß nicht, wie es auf anderen Fernsehern ist, aber ich weiß, dass sie auf Samsung-Fernseher werden eine App launchen, eine Xbox Game Pass App. Und ich weiß nicht, ob du dann vielleicht einfach kannst Cloud Gaming Games spielen. Aber auch da, Leute, Cloud Gaming, Streaming braucht mehr Strom als abladen. Also ladet eure Games ab, wenn ihr könnt. Denkt daran, die Stromrechnung wird sehr teuer. Oh ja, tut so wenig wie möglich daheim gamen, geht irgendwie in eine Bar, geht ins Büro arbeiten, damit ihr nicht so hohe Stromkosten habt.
Es gibt so eine Genau. Gaming-Bar, Mhm. nämlich Oder nehmt irgendwo. das Laptop und geht irgendwie in ein Café, also hockt in ein Café und schafft von dort aus. Braucht euch ein Gaming-Equipment so wenig wie möglich zum Arbeiten, wo es wird teuer. Ja, Ja, leider also, Gottes. ja. Mit dem muss ich sowieso rechnen. Von dem her, Mhm. alles gut. Und betrinkt euch im Dunkeln, ja genau. Genau. Flora hat auch geschrieben, zum Glück gibt es Leute wie der Nico, die putzmorgen hässig sind und trotzdem das neue FIFA immer wieder kaufen. Ja, was Ja, sagst du dazu? das ist es so, ja. Also die Steffi macht mir auch Putzmohren hässig und gleich bin ich jedes Mal hier mit dir in diesem Podcast. Also, Ja, aber jetzt 10 von eben, von 10 dem her, bin, ganz einfach. ich bin... ich bin... I want no. Heute bin ich wirklich so ein... Warte schnell, Cobra. Moment. Achtung. Ja, jetzt kannst du. Also, genau. CSGO hat anscheinend einen mega Einbruch gehabt. Hast du das mitbekommen? CSGO. Ja, das hat Ein der mega Fleur Spieler-Einbruch. gesagt. Mhm. Woher wollte der Fleur das wissen? Ja, irgendwo in der News gelesen oder so. Reddit, Twitter. Hallo, So bei dem. Fleur, Ja, Fleur, aber wieso logisch, bist du weißt du so? warum? Was? Ja, Nein, warum? draussen. Hey, nicht lustig. Hallo, fucking Nein, es ist Krieg. nicht lustig. Ich weiß aber, du, wie du es gesagt hast, ist auch lustig gewesen. Ja, draussen. Ja, ist ja so. Ja, natürlich, sorry, ich habe nur gelacht, dass du es so lustig gesagt hast, Mann. Ich lache nicht über den Krieg. What the hell? Nein, nicht mal vielleicht. Aber es ist gut möglich. Es ist wirklich gut möglich, ja. Auf jeden Fall. Weil die haben gar keine, ja, die haben keine Zeit, jetzt CSGO zu spielen. Vielleicht dürfen sie ja gar nicht mehr. Vielleicht haben sie irgendwie, sie sind alle blockiert worden, ich weiß es auch nicht. Cobra, man sieht die Link noch nicht. Ja, aber ich habe vorher besser. zwar den Permit gegeben, aber irgendwie scheint es gerade nicht zu Der funktionieren. Kermit hast du ihm gegeben? Ja, voll. Ja. Ich habe Permission to post a link. Warum geht es denn nicht? Ich glaube, er ist Nein, es geht immer noch nicht. Sieht immer aus, als würde die anfluchen. Jawohl! Hey, willst du aufhören, mich anzufluchen? Weißt du was? Schick hier, lo. Ich habe dir ein Whisper geschickt. Also ich habe ja gewispert. Oh, Whisper. Cobra, das ist Merci. Das ist natürlich, das wird ja nicht jeder von Steffi angewispert, kann Ja. ich mal sagen. Aha. Ja, hä, das habe ich dir jetzt gerade geschickt. Bist du dumm? Bist du blöd? Bist du dumm? Kennst du das Meme nicht? Das ist voll lustig. Ja, aber das habe ich dir doch jetzt gerade geschickt. Da steht es ja drin. Ehre, Dude, Cobra, Ehre. das Deine habe ich dir Ehre. vorher geschickt. Ah, wait. Das ist anders. Massimo, du musst nicht so tun, ich war vorher nicht am Einpennen, alles gut. God damn. Steffi hat einfach sehr lol. lange einen Monolog geführt, darum habe ich nicht können. Okay. Ich habe nur das erste gesehen. Das ist in dem Fall aber. Aha. Eben, dann tritt er ganz zurück, hä? Ja. Ah, da haben sie aber das alte gelöscht, oder what the fuck? Nein, ist schon gut, Massi. Ich bin auch nicht hässig auf dich, ich bin wirklich sehr müde. Hast du mal wieder zu lange gefeiert? Am Samstag bin ich am Darkside ja, wieder. Eieiei. Ja, aber da sieht es wirklich so aus, als ob sie. Ah, mal da unten ist es. Ah, okay. Das Statement vom 18. September sagt, dass er für nur 8 Wochen zurücktritt. Kein Darkroom, Fleur. Das neue vom 23. September, das neue Statement ist jetzt, dass er komplett zurücktritt. Okay. Voilà. Gut. Haben wir das geklärt. Dafür ist er in der Zwischenzeit wirklich komplett zurückgetreten. Ja, auch nicht schlecht. Also, auf jeden Fall. Der Fleur hat noch irgendetwas geklippt. Oh je, meine, da bin ich nicht gespannt. Ich weiss, was er geklippt hat. Okay.
Also schaut, Jungs, Darkside ist im Dachstock Bern, ist Drum and Bass Party, okay? Die ist einmal im Monat. Das hat nichts zu tun mit eurem Mit Dark Rooms. Zeug, was ihr Und auch da so reinschiebt. übrigens, Dark Rooms ist für Fotografie. Dort werden Fotos entwickelt. Was ihr meint, ich glaube, oder? Oder? Also Dark Sie Rooms. meinen, glaube ich, Oder sind das also, Red Rooms? Das ich kann mir vorstellen, dass Es die gibt einfach auch noch zwei Green aber- Rooms. Gibt es auch noch? Sagen sicher aber zusammen so in Dark Rooms. Ja, voll. Ja. Also, was haben wir noch? Ich bin sehr gut informiert. Ja, scheint doch nicht so. He? Cobra ist nicht zu früh gelohnt, aber Doc trotzdem merci. Und der Massimo so, ach, die zwei Hübschen sind wieder online. Nice. Und sie hat gemerkt, dass du fast eingeschlafen bist. Mann, geht's noch? Du kannst doch nicht Ja, einschlafen während so ich einem bin wichtigen Thema. Geht's noch? Ich bin gar nicht eingeschlafen, du hast einfach so lange geredet. Ja, so Ja, wie du die- auch noch. Ich habe nicht länger geredet. Nein, hätte ich nicht unterbrechen. Ich war halt voll in meinem Element, gewesen, das stimmt. Ja. Ich muss mal die Wiederholung schauen. Oh Mann. Alkohol braucht keinen Strom, ja, das ist auch korrekt. Alkohol haben wir übrigens auch bei uns im Shop, just saying. Ah. Ja, Minicam, ich weiss, ist gut, Jungs. Weißt du, es ist jetzt heute einfach so. Am Nico, seine Cam hat heute Doppelkrankheit. Minecraft-Titis und Focus-Titis. Ja. Was auch immer für Tittis, ich bin down. Hauptsache Titis. Das ist das Einzige, was er versteht. Oh mein Gott. Oh, der Martin schaut auch noch rein. Hoi. Martin, Sally, wie geht's dir? Also, Sehr egal, nice. auf jeden Fall. Also, das mit dem Ocelot haben wir geklärt mit seinem Rücktritt. Das mit OnlyFans weiss haben wir es nicht. geklärt. Sag mir Das jetzt mit noch dem Dark schnell. Room. Steffi, was stimmt jetzt? Aber dass sein offizieller Rücktritt ist bekannt worden. Er ist weg. Er ist weg vom Fenster, yes. Ja, er geht sicher lieber mit dem Andrew feiern. Ja, weil es sagt ihm ja niemand, mit dem, wenn wir da feiern. Oder? Eben, voilà. Und der Cobra hat sogar einen Purple Room. Nice. Nicht so schlecht. Bei mir daheim sind sie ja meistens so rosa oder violett, je nachdem, ob ich streame oder nicht. Am Martin, ja, das Wetter ist echt nicht so ohne, das muss man wirklich sagen. Mhm. Der Börsengang von G2, ja, ich glaube, der Zug ist abgefahren. Die Steffi nimmt die ganze Schärfe vom Nico aus ihrer Cam. Erzähl doch, was du weißt, mir scheißegal. Purple, Braun, jede andere Farbe, change my mind. Es kommt darauf an, bei was. Bei Kleider habe ich lieber gelb. Gelb ist schon eine richtig sicke Farbe. Ich habe sehr gerne Türkis. Wirklich? Finde ich eine geile Farbe, ja. Als So. Kleidungsstück auch? So Aquamarin und Türkis. Nein, aber ich habe Hey, mal ein Mann, der weiss, dass es mehr als um Blau und Grün gibt. Nice. Nein, das habe ich jetzt nicht gesagt. Entschuldigung. Ich distanziere mich von dieser sehr undifferenzierten Aussage. Was hast jetzt du gesagt? Hey, Ich sage es jetzt nicht nochmal. Mal sag es jetzt nochmal. Stand dazu. Was hast du gesagt? Ich habe gerade alle Männer gefrontet. Nein, ich habe gesagt, und nehmen es wieder nicht persönlich, das ist wirklich einfach nur ein dummer Spruch. Ich habe gesagt, endlich mal ein Mann, der weiss, dass es noch mehr Farben als um Blau und Grün gibt. Ja, aber der Massimo, was würdest legt ab und zu rosa T-Shirts oder Poloshirts an. Ja, das ist super, Massi. Das mache ich nicht. Aber weil es mir nicht gefällt. Ja, nicht gerne. Aber ich habe zum Beispiel ein Mic-Kabel. Also mein Mic-Kabel ist Aquamarin. Also das ist wirklich so. Ein Kollege hat mir das geschenkt und ich durfte die Farbe auslesen. Und das ist wirklich ein türkisches Aquamarins Mikrofonkabel, das ich bei jedem Auftritt habe. Also von dem her easy. Das ist wirklich so, ich vertrete die Farbe gegen raus. So. Genau. Und eben, rosa Shirts, ja. Ich finde es ein bisschen schade, dass Steffi trägt nicht so viel schwarz. Das würde ihr auch stehen, finde ich. Ja, schwarze Hose auch nicht.
gerne so ein bisschen eine rockige Gothic-Steffi würde ich noch sehen. So. Ich schenke ihr vielleicht mal so ein Metal-Shirt. Sogar schwarze Schuhe! Was machst du? Ja, look Stream! Hey, und dann schau, dass wir nicht noch ein Twitch-Band bekommen, weil du zu viel zeigst von dir. Ich bin too hot for Twitch. Ich brauche wieder violette Haare. Ja, wenn ich den Absatz nachher färbe, habe ich dann schon wieder violette Haare. Nein, rot nicht. Rot. Ich habe letztes Mal ein Foto von mir gesehen, wo ich rote Haare hatte. Das steht mir einfach nicht. Das macht mich blass. Aber Steffi, du kannst fast wie jede Farbe Das stimmt. Das jetzt ist echt langweilig. Was, jetzt ist langweilig? Entschuldigung? Ja, komm mal. Weißt du, wie viele Jahre das braucht, dass die Haare so sind? Ich weiß es nicht. Viele Jahre. Also so, wie sagt man dem Roségold? Ich habe absolut keine Ahnung, wie man dieser Farbe sagt. Das ist einfach irgendetwas blond. Beige. Platinblond ist es auch nicht. Wie willst du deine Haare, Steffi? Irgendwie. Beige, mach irgendwas. Aber jetzt wird blond, genau. Irgendetwas blond ist es. Chuck Norris ist ein Band Twitch, genau. Nur der Chuck Norris ist zu hot für Twitch. Ach. Chuck Norris ist zu hot für Twitch, ja, natürlich. Das stimmt. Ja, Steffi, wir müssen langsam zum Ende kommen. He? Ich würde auch meinen, ja. Wir noch Zeug müssen machen, nur noch schnell zu eurer Info, jetzt alle die da sind und den Podcast auch auf Spotify oder so noch nachhören. Erstens, merci vielmals für das, mega geil. Hört ihn unbedingt auf Spotify nachher. Vielleicht habt ihr ja etwas verpasst. Normalerweise kommt ihr am Dienstag um 4 Uhr, wo ich am Dienstag morgen schneide und bereinigen und bearbeiten und so weiter und dann aufladen. Ich bin aber morgen nicht rum. Ich habe morgen frei, ich bin erst am Mittwoch wieder da. Und ich weiss aber nicht, ob ich einfach den Podcast heute noch schaffe, weil es ist schon noch relativ aufwendig. Und darum kann es sein, dass er erst morgen kommt. Ja. Mhm. Nicht morgen, erst am Mittwoch. So, Entschuldigung. Dass er nicht morgen, sondern erst am Mittwoch kommt. Letzte Woche ist er eben auch schon am Ding so. Nein, heute nicht. Okay. Also der heutige Podcast kann man als Einschlaf-Podcast brauchen. Entschuldigung, wir sind höchst unterhaltsam. Ich weiss nicht, was du meinst. Ja, meint sicher wegen mir, weil wenn du mir zuschaust, penne ich fast ein. Oder das, ja. Oder einfach, wo unsere Stimmen so wunderbar angenehm sind. Das kann natürlich auch sein. Ohr reingehen. Mhm. Yeah. Schlabber. Okay. Jetzt wird es wieder weird, ich glaube, ich aufhören. Also, meine Damen und Herren, wir wünschen euch noch einen wunderbaren Montagabend. Jetzt habt ihr ja hoffentlich schon gleich für Abend. Passt auf euch auf, schaut, dass es eine entspannte Woche wird, wo das Wetter wird nicht entspannt. Darum, ja, wenigstens hoffentlich eure Laune. Wer ist gerade aufgestanden? Du Sack. Cobra, ist nicht lustig im Fall. Manchmal muss man einfach wissen, wenn man die Schnauze so haben. Ich weiss, dass ich die Schnauze jetzt auch haben sollte, darum verabschiede ich mich jetzt. Viel Spaß in Florenz, Massimo. Wir sehen uns also morgen am 11 Uhr als Klemmbausteine-Stream mit dem Cyril ist ja wieder da. Mittwoch am 3 mit dem Troy, er gamet. Am Freitag am 3 2. Oh, sorry, Cobra, gute Besserung in dem Fall. 2 bin ich. Er ist krank. Also, ich bin schon mal wach gewesen, aber bis ach so, also ist gut. Gute Gesundheit, hat er gesagt. Gute Besserung, Cobra. Da bin ich ja beruhigt. Nein, hättest du auch so mögen gönnen. Wenn du Ferien oder so hättest gehabt. Aber am Freitag am 2 stream ich wieder. Und ja, am Samstag sind wir näher an Zürich Popcorn. Falls ihr auch dort seid, kommt Hallo sagen. Und ja, ich wünsche euch eine ganz gute restliche Woche. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen, habt Sorge, Baba.